Он работал финансовым консультантом в банке. Hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч. Hat viele Termine vereinbart. Hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. То есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat Gespräche geführt. In der Bank hat Gespräche geführt. Он писал ежедневно 50 электронных писем. Hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat Golf gespielt. Am Wochenende hat Golf gespielt. Пятого мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat viel Wein getrunken. In Spanien hat viel Wein getrunken. Карл посетил музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht.
Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Там он встретил Антонию. Dort hat Antonia getroffen. Dort hat Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Мне все еще это нравится. Es macht mir noch immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Hast du die Fernbedienung gesehen? Моим детям разрешено по вечерам посмотреть телевизор только 1 час. То есть мои дети имеют право, глагол dürfen. Meine Kinder dürfen abends nur 1 Stunde Fernsehen. Meine Kinder dürfen abends nur 1 Stunde Fernsehen. Meine Kinder dürfen abends nur 1 Stunde Fernsehen. Что есть сегодня вечером по телевизору? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
Телевизор снова сломался. Der Fernseher ist schon wieder kaputt. Der Fernseher ist schon wieder kaputt. Еда сейчас уже готова. Das Essen ist gleich fertig. Das Essen ist gleich fertig. Когда я закончу работу, я пойду домой. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich nach Hause. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich nach Hause. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich nach Hause. Ты готов? Bist du fertig? Bist du fertig? Это был плохой день. Я полностью измотан. Das war ein schlimmer Tag. Ich bin total fertig. Das war ein schlimmer Tag. Ich bin total fertig. Das war ein schlimmer Tag. Ich bin total fertig. Мой коллега твердо верит, что получит новую работу. Mein Kollege glaubt fest daran, dass die neue Stelle bekommt. Mein Kollege glaubt fest daran, dass die neue Stelle bekommt. То есть дословно можно перевести «Мой коллега верит крепко в то, что он получит новую работу или новое место». Mein Kollege glaubt fest daran, dass die neue Stelle bekommt. Когда мы вернулись домой, дети уже крепко спали. Als wir nach Hause kamen, haben die Kinder schon fest geschlafen. Als wir nach Hause kamen, haben die Kinder schon fest geschlafen. То есть, когда мы пришли, kamen, пришли домой, дети уже спали. Прошедшее время перфект. Als wir nach Hause kamen, haben die Kinder schon fest geschlafen. Для следующего семейного торжества, то есть праздника, да, нет еще определенной даты. Für die nächste Familienfeier gibt es noch keinen festen Termin. Für die nächste Familienfeier gibt es noch keinen festen Termin.
Für die nächste Familienfeier gibt es noch keinen festen Termin. Когда мне исполнится 18, мы устроим большой праздник. Wenn ich 18 werde, feiern wir ein großes Fest. Wenn ich 18 werde, feiern wir ein großes Fest. То есть дословно, когда мне стукнет, станет 18, мы отпразднуем большой праздник или устроим праздник. Wenn ich 18 werde, feiern wir ein großes Fest. Мой компьютер имеет большой жесткий диск. Mein Computer hat eine große Festplatte. Mein Computer hat eine große Festplatte. Mein Computer hat eine große Festplatte. Держись крепко. Halt dich gut fest. Halt dich gut fest. То есть держаться крепко, festhalten. Hält fest, третье лицо, единственное число. Hält fest, претеритум. И перфект мы образуем с помощью вспомогательного глагола haben и festgehalten, Partizip 2. Halt dich gut fest. Крепко держите бутылку. И здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Halt die Flasche gut fest. Halt die Flasche gut fest. Вы уже назначили дату свадьбы? То есть назначать, устанавливать. Festlegen, legt fest, legte fest, Präteritum. Hat festgelegt, perfekt. Здесь мы тоже обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Habt ihr den Hochzeitstermin schon festgelegt? Habt ihr den Hochzeitstermin schon festgelegt? Habt ihr den Hochzeitstermin schon festgelegt? Полиция арестовала мужчину. Арестовать или схватить, крепко держать. Festnehmen, nimmt fest, nahm fest, это уже претеритум. Hat festgenommen. И мы предложение должны построить в перфект. Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Die Polizei hat einen Mann festgenommen. В школе назначена дата экзамена. Или если дословно, то школа назначила дату для экзамена. Назначать festsetzen, setzt fest, setzte fest, Präteritum. И perfekt hat festgesetzt. Die Schule hat den Termin für die Prüfung festgesetzt.
Die Schule hat den Termin für die Prüfung festgesetzt. Die Schule hat den Termin für die Prüfung festgesetzt. Он определил, что отправитель письма был неправильным. Определить или устанавливать, feststellen, stellt fest, stellte fest, hat festgestellt. Hat festgestellt, dass der Absender des Briefes falsch war. Hat festgestellt, dass der Absender des Briefes falsch war. Hat festgestellt, dass der Absender des Briefes falsch war. Доктор осмотрел меня, но ничего не мог установить, то есть диагноз поставить не смог. Der Arzt hat mich untersucht, konnte aber nichts feststellen. Der Arzt hat mich untersucht, konnte aber nichts feststellen. Der Arzt hat mich untersucht, konnte aber nichts feststellen. Белье все еще влажное. Die Wäsche ist noch feucht. Die Wäsche ist noch feucht. Сегодня на улице сыро. Es ist heute feucht draußen. Es ist heute feucht draußen. Es ist heute feucht draußen. Ущерб от пожара был очень большим. Der Schaden durch das Feuer war sehr groß. Der Schaden, то есть повреждение, ущерб, der Schaden durch das Feuer war sehr groß. Der Schaden durch das Feuer war sehr groß. Не найдется прикурить. То есть, есть у вас огонек? Огонек не найдется, мы так вот говорим. Немцы скажут haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Зажигалка новая? Ist das Feuerzeug neu? Ist das Feuerzeug neu? Быстро! Вызовите пожарных! Номер 112. Schnell! Rufen Sie die Feuerwehr. Die Nummer ist 112. Schnell! Rufen Sie die Feuerwehr. Die Nummer ist 112. Schnell! Rufen Sie die Feuerwehr. Die Nummer ist 112. Внезапно у меня поднялась высокая температура.
или я получил высокую температуру. Plötzlich habe ich hohes Fieber bekommen. Plötzlich habe ich hohes Fieber bekommen. Plötzlich habe ich hohes Fieber bekommen. У Ларса хорошая фигура. Lars hat eine gute Figur. Lars hat eine gute Figur. В этой игре у каждого игрока есть 4 фишки. И фишки это тоже будут фигуры. Bei diesem Spiel hat jeder Spieler 4 Figuren. Bei diesem Spiel hat jeder Spieler 4 Figuren. Bei diesem Spiel hat jeder Spieler 4 Figuren. Фильм тебе обязательно нужно посмотреть. Den Film musst du dir unbedingt ansehen. Den Film musst du dir unbedingt ansehen. Den Film musst du dir unbedingt ansehen. Я не знаю, как финансировать машину. Финансировать, глагол finanzieren, finanziert, finanzierte, Präteritum, hat finanziert, perfekt. Ich weiß nicht, wie ich das Auto finanzieren soll. Ich weiß nicht, wie ich das Auto finanzieren soll. Ich weiß nicht, wie ich das Auto finanzieren soll. Я не могу найти свой ключ. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Я считаю, что Луиджи очень милый. И мы говорим всегда ich finde, да, я нахожу Луиджи очень милым. Luigi finde ich sehr nett. Luigi finde ich sehr nett. Александра порезал палец. Или порезал себе палец. Alessandro hat sich in den Finger geschnitten. Alessandro hat sich in den Finger geschnitten. Alessandro hat sich in den Finger geschnitten. С какого времени вы работаете в этой компании? Seit wann arbeiten Sie bei dieser Firma? Seit wann arbeiten Sie bei dieser Firma? Seit wann
Arbeiten Sie bei dieser Firma? Мне нужны туфли на плоской подошве для работы. Für die Arbeit brauche ich flache Schuhe. Für die Arbeit brauche ich flache Schuhe. Für die Arbeit brauche ich flache Schuhe. В этом месте озеро очень мелкое. An dieser Stelle ist der See sehr flach. An dieser Stelle ist der See sehr flach. An dieser Stelle ist der See sehr flach. Наша квартира имеет жилую площадь в 100 квадратных метров. Unsere Wohnung hat eine Wohnfläche von 100 Meter. Unsere Wohnung hat eine Wohnfläche von 100 Meter. Unsere Wohnung hat eine Wohnfläche von 100 Meter. Где можно сдать обратно пустые бутылки? Wo kann man die leeren Flaschen zurückgeben? Wo kann man die leeren Flaschen zurückgeben? Wo kann man die leeren Flaschen zurückgeben? Бутылку пива, пожалуйста. Eine Flasche Bier bitte. Eine Flasche Bier bitte. У тебя пятно на блузке. Du hast einen Fleck auf der Bluse. Du hast einen Fleck auf der Bluse. Du hast einen Fleck auf der Bluse. Я не люблю мясо. Fleisch mag ich nicht. Fleisch mag ich nicht. Леонид по профессии водитель автобуса. Leonid ist Busfahrer von Beruf. Leonid ist Busfahrer von Beruf. Leonid ist Busfahrer von Beruf. Пожалуйста, не разговаривайте с водителем во время вождения. Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen.
Билеты получают в автомате. Fahrkarten bekommt man am Automaten. Fahrkarten bekommt man am Automaten. Fahrkarten bekommt man am Automaten. Расписание изменилось. Der Fahrplan hat sich geändert. Der Fahrplan hat sich geändert. Der Fahrplan hat sich geändert. У вас уже есть новое летнее расписание? Haben Sie schon den neuen Sommerfahrplan? Haben Sie schon den neuen Sommerfahrplan? Haben Sie schon den neuen Sommerfahrplan? Она каждое утро ездит на работу на велосипеде. Sie fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Кому принадлежит машина? Wem gehört das Fahrzeug? Wem gehört das Fahrzeug? Еще можно перевести как транспортное средство. Wem gehört das Fahrzeug? Думаю, наша команда играла очень честно. Ich finde, unsere Mannschaft hat sehr fair gespielt. Ich finde, unsere Mannschaft hat sehr fair gespielt. Ich finde, unsere Mannschaft hat sehr fair gespielt. Крем имеет высокий солнцезащитный фактор. Die Creme hat einen hohen Sonnenschutzfaktor. Die Creme hat einen hohen Sonnenschutzfaktor. Die Creme hat einen hohen Sonnenschutzfaktor. Что бы вы сделали в этом случае? Was würden Sie in diesem Fall tun? Was würden Sie in diesem Fall tun? Was würden Sie in diesem Fall tun?
В любом случае сначала позвоните еще раз. Rufen Sie auf jeden Fall vorher noch einmal an. Rufen Sie auf jeden Fall vorher noch einmal an. Rufen Sie auf jeden Fall vorher noch einmal an. Если мою мать выпишут из больницы, я останусь дома. Für den Fall, dass meine Mutter aus dem Krankenhaus kommt, bleibe ich zu Hause. Für den Fall, dass meine Mutter aus dem Krankenhaus kommt, bleibe ich zu Hause. Für den Fall, dass meine Mutter aus dem Krankenhaus kommt, bleibe ich zu Hause. Стакан упал на пол. Падать – глагол fallen, fällt, fiel – Präteritum, ist gefallen – Perfekt. И мы должны употребить Perfekt. Das Glas ist auf den Boden gefallen. Das Glas ist auf den Boden gefallen. Das Glas ist auf den Boden gefallen. В горах уже выпал снег. In den Bergen ist schon Schnee gefallen. In den Bergen ist schon Schnee gefallen. In den Bergen ist schon Schnee gefallen. Температура вдруг упала ниже нуля. Die Temperatur ist ganz plötzlich unter Null gefallen. Die Temperatur ist ganz plötzlich unter Null gefallen. Die Temperatur ist ganz plötzlich unter Null gefallen. Счет необходимо оплатить в конце месяца. Die Rechnung ist Ende des Monats fällig. Die Rechnung ist Ende des Monats fällig. Это словечко fällig переводится как подлежащий к оплате. То есть сегодня можно перевести вот необходимо оплатить. Счет необходимо оплатить. Ist fällig. Die Rechnung ist fällig. Die Rechnung ist Ende des Monats fällig. Если пойдет дождь, у нас не будет пикника. Еще можно сказать в случае, если пойдет дождь, да? У нас есть такой союз, как falls. Falls es regnet, machen wir kein Picknick.
Falls es regnet, machen wir kein Picknick. Falls es regnet, machen wir kein Picknick. Извините, я набрал неправильный номер. Tut mir leid, ich habe die falsche Nummer gewählt. Tut mir leid, ich habe die falsche Nummer gewählt. Tut mir leid, ich habe die falsche Nummer gewählt. Мои часы идут неправильно. Meine Uhr geht falsch. Meine Uhr geht falsch. То, что вы говорите, неверно. Was Sie da sagen, ist falsch. Was Sie da sagen, ist falsch. Was Sie da sagen, ist falsch. У меня большая семья. Ich habe eine große Familie. Ich habe eine große Familie. Сегодня я увидел особенно дешевое предложение. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Шторм нанес серьезный ущерб, особенно на юге Германии. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Должен ли я позаботиться о билетах? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? То есть здесь речь идет о билетах на концерт или в кино, то есть о входных билетах. Eintritts. О входных билетах, а не о проездных. Нам еще предстоит обсудить, когда именно мы уедем и что возьмем с собой. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen.
Извините, господин Шмидт все еще на совещании. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Компания письменно подтвердила мне дату. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Я могу подтвердить, что он был здесь. Ich kann bestätigen, dass er hier war. Ich kann bestätigen, dass er hier war. Мне нужно письменное подтверждение для ведомства. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Модуль чтения состоит из 5 частей. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Я сдал экзамен. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Мы заказали пиццу. Wir haben Pizza bestellt. Wir haben Pizza bestellt. Меня записали на собеседование на 16 часов. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Я должен передать вам привет от госпожи Майер. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Нэнси определенно имела в виду не это. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint.
Тебе нужен конкретный хлеб или определенный хлеб? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Слишком быстрая езда строго наказывается. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Здесь у нас используется present passive, wird bestraft. Настоящее время пассива. Маршрут 8 идет только до главного вокзала. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. До каких пор вы сможете остаться? Bis wann können Sie bleiben? Bis wann können Sie bleiben? Пока. До скорой встречи. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Некоторые поезда задерживались на 2 часа. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. На ремонт нам нужно 3-4 дня. Für die Renovierung brauchen wir 3 bis 4 Tage. Für die Renovierung brauchen wir 3 bis 4 Tage. Подожди здесь, пока я не вернусь. Warte hier, bis ich zurückkomme. Warte hier, bis ich zurückkomme. Пока все в порядке. Bisher ist alles in Ordnung. Bisher ist alles in Ordnung. Если вы подождете немного, мы сможем пойти вместе.
Wenn Sie ein bisschen warten, können wir zusammen gehen. Wenn Sie ein bisschen warten, können wir zusammen gehen. Хотите еще немного риса? Möchten Sie noch ein bisschen Reis? Möchten Sie noch ein bisschen Reis? Можете, пожалуйста, говорить немного громче? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Вы говорите по-английски? Немного. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Могу я попросить вас послушать минутку? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Что делают этой штукой? Этим можно открывать банки. Was macht man mit diesem Ding? Damit kann man Dosen aufmachen. Was macht man mit diesem Ding? Damit kann man Dosen aufmachen. Was macht man mit diesem Ding? Damit kann man Dosen aufmachen. Сначала мы идем за покупками, потом готовим гриль на балконе. Zuerst gehen wir einkaufen, danach grillen wir auf unserem Balkon. Zuerst gehen wir einkaufen, danach grillen wir auf unserem Balkon. То есть готовим гриль на нашем балконе. Zuerst gehen wir einkaufen, danach grillen wir auf unserem Balkon. Ты ведь знаешь, где находится почта? Прямо рядом с ней есть банк. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Du weißt doch,
wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Я благодарю тебя за приглашение. Глагол благодарить danken. Dankt. Третье лицо единственное число. Dankte. Präteritum. Hat gedankt. Perfekt. После себя, кстати, требует дательный падеж. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Einladung. Я очень благодарен вам за вашу помощь. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Мне нужно еще быстро на почту, а потом я приду. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Мы были на вокзале вовремя, но потом поезд опоздал. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hatte der Zug Verspätung. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hatte der Zug Verspätung. Der Zug hatte Verspätung. Дословно можно перевести как поезд имел опоздание. Но потом поезд имел опоздание. Или мы можем перевести как потом поезд опоздал. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hat der Zug Verspätung. У меня сейчас много дел. Тогда я не хочу больше тебя беспокоить. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Если не будет дождя, тогда мы придем. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir.
Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Он смог очень хорошо объяснить проблему. То есть глагол darstellen, прямой перевод, изображать. То есть тут тоже можно сказать, он хорошо изобразил проблему. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Ваша книга содержит четкое изложение этих проблем. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Рика сказал мне, что тоже придет на вечеринку. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Где ты сохранил файл? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Какое сегодня число? Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute? Дословно, какое число мы имеем сегодня? Welches Datum haben wir heute? Не забудьте дату и подпись. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Мне нужно больше данных о вас. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. У нас есть все ваши данные в компьютере.
Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Как долго длится перерыв? Полчаса. Глагол длится dauern. Это слабый глагол. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Вы можете взять книгу на неделю. То есть вы можете одолжить, например, в библиотеке, запись взять. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Продолжительный звонок телефона мешает мне. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Он постоянно болеет, то есть продолжительно болеет. Ist dauernd krank. Ist dauernd krank. У нас нет в гостиной лампы на потолке. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Могу ли я еще получить одеяло? Мне холодно. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Компания предлагает своим сотрудникам возможность посещать языковые курсы. Die Firma bietet ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Sprachkurse zu besuchen. Die Firma bietet
Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Sprachkurse zu besuchen. Над моим письменным столом висит фотография моих детей. Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch. Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch. Мне нужен больший экран для моего компьютера. Ich brauche einen größeren Bildschirm für meinen Computer. Ich brauche einen größeren Bildschirm für meinen Computer. У нас есть телевизор с очень большим экраном. Wir haben einen Fernsehapparat mit einem sehr großen Bildschirm. Wir haben einen Fernsehapparat mit einem sehr großen Bildschirm. Билет вы можете купить в кассе. Ein Billett können Sie am Schalter kaufen. Ein Billett können Sie am Schalter kaufen. Эта книга не из дешевых. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Моя подруга изучает биологию. Meine Freundin studiert Biologie. Meine Freundin studiert Biologie. Я покупаю только органические овощи. Ich kaufe nur noch Biogemüse. Ich kaufe nur noch Biogemüse. Органические продукты питания теперь также доступны в супермаркете. Biologische Lebensmittel gibt es jetzt auch im Supermarkt.
Biologische Lebensmittel gibt es jetzt auch im Supermarkt. Хотите фруктов? Груши сегодня особенно красивые. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön. Маршрут 8 идет только до главного вокзала. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. До каких пор вы сможете остаться? Bis wann können Sie bleiben? Bis wann können Sie bleiben? Пока. До скорой встречи. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Некоторые поезда задерживались на 2 часа. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung.